Und herzlich willkommen zurück hier in der wundervollen Welt von Risen 3 Titan Lords auf der Insel Taranis. Ja, hallo Ventranto, was machst du hier gerade in meinem Bild drin? Nun gut. Ja, Freunde, willkommen zurück. Ich weiß, es gab gerade eine kurze Pause, das lag unter anderem daran, sagen wir noch kurz plötzlich oder was? Bitte nicht, ja, wäre jetzt ein bisschen sehr viel. Das lag unter anderem daran, weil ich da halt mehr Bock auf andere Projekte hatte. Das zum einen, anderen halt, das war der Hauptgrund, der Hauptgrund war wegen Qualitätsanstellungen. Ja, hatten noch ein paar Probleme, weil das Spiel hat irgendwie nur unterstützen Maximum 1080p, also sprich eine Full HD und mein Bildschirm hier, der neue, also vom richtigen Arbeitsplatz, weil die ersten 12 Parts waren ja auf dem Testarbeitsplatz und ja, hier hatte ich irgendwie eine höhere Auflösung, deswegen gab es ein paar qualitative Probleme. Gut, es müsste aber behoben sein. Ich hoffe, es momentan sieht es wieder relativ gut aus. Also die Frames-Anzahl, 30, ein schneller Wechsel. Moment mal ganz kurz, ich habe noch irgendwas gesehen vorhin. Wo ist denn jetzt hier? Optionen, Grafik. Nee, falsch, Video. 20 Hertz stimmt eigentlich. Weil scheinbar war es früher so wie 59 Hertz. Versteht es nicht ganz, weil der Bildschirm hat ja 60 Hertz. Ja, also irgendwie. Also jetzt gerade die Schatten war von der Sonne. Nun gut. Ja, was machen wir heute in diesem Part? Ich bereits vorher angedeutet habe, natürlich vor allem mal die Magier antreffen, war. Also wenn es jetzt ein paar Parts haben wir das schön umgangen, beziehungsweise andere Dinge gemacht, aber es ist natürlich schon etwas, was ich jetzt eigentlich besonders angehen möchte. Gut, was anderes, was ich noch unbedingt klarstellen muss, weil das eine Fehlinformation meinerseits war. Bezüglich Logbuch, nee, nicht ganz. Seekarte stimmt schon eher. Habe ich irgendwo die Übersichtskarte? Hier. Also dann, wie sage ich das am besten, war? Ja, erinnert euch sicher noch, was sind die Diebe? Okay, kommen jetzt auch hin, cool. Erinnert euch sicher noch, was ich mal gesagt habe, von wegen, ja, bezüglich, wie ist schon in der Petty, genau. Dass ich irgendwie auf die Insel wieder zurück muss und irgendwie nach Norden schwimmen kann. Natürlich totaler Fehl, weil die Insel, wo wir hin müssen und Petty zu finden ist. Ja, ich komme nicht hin, verdammt. Ist gerade die, also seht jetzt, der Cursor da ganz oben. Und da ein bisschen unten links. Dort müsste die Insel, was weiß ich mal, wie sie heißt. Ist sicher irgendwo hier. Crew, Moment mal, wie eine Petty. Kila, dankeschön. Das heißt, bin noch hier falsch so. Das müsste Kila sein, war also die Insel ganz links da, die irgendwie. Ich kann es ja nicht auswählen, man sieht es noch ganz knapp. Dort müsste Petty drauf sein, man sieht dort auch. Ja, Full HD, also sprich im Vollbildmodus seht ihr sicher. Haben wir dort, auf der Insel hat es irgendwie 3 Absplittungen, also 3 kleinere Inseln. Da rechts, oben und links. Und da oben kann man halt hinschwimmen und dort soll dann Petty auf uns warten. Ja, natürlich bringt das nichts, weil auch bei ihr ist halt so wie bei Jaffa auch. Sie kommt nur damit, wenn wir ein Schiff haben. Was auch noch lustig ist, aber gesehen, ein großes Schiff ist jetzt, dass ich ein großes Schiff bekomme. Der Karte markieren kann ich. Okay. Haben wir das mal, war? Markieren. Seekarte. Ja, und was jetzt? Der. Wenn so. Was? Muss ich wieder zurückkehren? So, das wollte ich eigentlich. Interessant, wa? Tja, ist natürlich ein Grund, denn. Ich glaube, das sind die 3 Gilden. Also sprich, also auf allen 3 Inseln gibt es auch verschiedene Gilden. Hier auf Kalador, was die Ruinen dunklen Krieges sind, ja noch heute zu bewundern. Taranis und ja, irgendwo die Insel dort links und die auch mit dem roten X markiert ist, wo ich aber gar nicht hincruisen kann mit dem Cursor, muss ich vielleicht später mit der Tastatur machen. Dort können wir dann vermutlich auch ein Schiff bekommen, beziehungsweise gibt es halt auch eine Gilde. Also wir bekommen das Ganze wohl erst noch eine Gilde irgendwie mich angeschlossen habe. Toll, wa? Supi. Nun gut, wer bist du eigentlich für einer? Der Gordon. Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Da hat natürlich nicht ganz Unrecht. Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schlafen. Ach was. Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder, Ruhe in die Knochen zu bringen. Und
Wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Jo, kann ich irgendwie verstehen. Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Die Geschichte zu lange her, dass sie dich interessieren könnte. Wieso sagt er das? Hat das irgendwie eine Anspielung auf frühere Recent-Teile? Könnte ja sein. Da liegst du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Oha. Was? Klinge vergessen haben, bist du... Eine Klinge falten? Okay, das ist bestimmt irgendwie ein Fachausdruck für irgendeinen Prozess, den man halt beim Schmieden beachten muss. Ich kann aber irgendwie nicht kennen. Eine Klinge falten. Was könnte das bedeuten? Ja, irgendwie die Abrundung meiner Klinge? Nee. Keine Ahnung. Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja, genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Arsch aufreißen, ja, aufschneiden wohl. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre? Die Titanen ein für alle Mal besiegen. Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein Eisen im Feuer. Das klingt sehr gut, aber übrigens noch. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Das hat natürlich etwas. Andererseits, Schmieden lernen kann auch nie schaden. Bring mir etwas bei. Ja, bin mal gespannt. 2000 Gold, Alter. Ja, was ein bisschen kacke finde, ist, dass hier nirgends irgendwo steht, wie man da sagen, was als Mann herstellen lernen, cool. Dass irgendwo nirgends steht, wie viel Geld ich eigentlich momentan habe. Also Gold von mir aus, spielt ja keine Rolle. Du kannst in einer Schmiede manche Waffen verbessern oder reparieren. Kann auch nie schaden. Magische Ringen, Amulette herzustellen. Ich habe nicht genug Gold. Oh nö. Lass uns handeln. Handeln, handeln. So, ein Degen ist eine Stichwaffe. Nur wenige Waffen sind so elegant. Also so tödlich wie ein guter Degen. Ja, 950, eine Machete. Haumesser oder was? Streitkolben, Krabbenstecher. Degen wäre noch etwas, wa? Papageienflug, ganz schlecht. Ein schwerer Wurfdolch, Schattenklinge. Sieht auch nicht schlecht aus. 400. Na gut, so will ich es eigentlich gar nicht, weil im Vergleich zu anderen Waffen. Also verkaufen. Ich habe natürlich ein Fechtschwert, das ist eine Stichwaffe, aber brauche eigentlich was anderes, wa? Also brauche ich eigentlich eher Schwert oder Hiebwaffen, wegen der Fähigkeit, die ich gerade momentan noch geskillt habe. Ne, kann man irgendwas verkaufen. Habe ich überhaupt etwas, was ich gerade verkaufen kann und gar nicht mehr brauche? Ja, Perlen halt, war aber. Naja. Ich glaube, viel bringt das auch nicht. Das purem Silber, gut, verkaufen. Moment, Y was, ja. Ich weiß nicht mehr irgendwie X und Y auf dieser Tastatur, weiß gar nicht wieso. Moment mal ganz kurz, ich habe vielleicht eine Idee, warum. Achso, ja, deswegen. Weil wir das A und B auch verwechseln. Ja, wegen halt dem Wii U-Controller, also Pro-Controller. Na, Gamepad. Dort alles ein bisschen verschieden, deswegen bin ich da teilweise noch verwirrt. Aber gut, magischer Kristall, wird schon irgendwie gehen. Ne, war natürlich alles noch. Jadestein, eingeworen, will ich ja behalten. Für später noch. Die Bände kann ich vielleicht mal lesen, das wäre auch nicht so schlecht. Für was brauche ich eine Gabel, aber ganz ehrlich, Gold wäre 1. Ja gut, weg ist es.
Krug. Was? Also. Löffel, Messer. Ja, alles weg. Ein Besen in gutem Zustand verbraucht. Ah, doch, ein Besen auch natürlich noch. Da habe ich doch irgendwo. Was? Rost. Fähigkeit. Kristallmagie, wenn man das Schloss wird. Bitte was? Die Schriftrolle kann Schlösser in Sekunden verrosten lassen. Achso, eine Schriftrolle. Wollte ich gerade sagen, ne? Okay. Hätten wir das mal akzeptiert? Ja, aber wir sagen immer wieder, aber bringt ja nichts. Und trotzdem noch 150 Gold, dankeschön. Was, ich hab doch Y gedrückt. Hä? Was bin ich jetzt? Achso, Y. Ja, so dazu. Mein Gott, ey, also teilweise. Okay, das alles behalte ich ja noch. Keine Sorge, jetzt geht's ein bisschen schneller hoffentlich. Da haben wir gesagt, behalten wir noch. Das ist manchmal halb 40 Stück haben wir, geil. Perle kommt auch weg. Golderz haben wir noch Piraten, behalten wir noch. Können wir vielleicht weiterverarbeiten. Kugeln war sowieso noch, das ist ja kein Problem. So. Und tschüss. Nun gut, Leute, so viel mal zu ihm hier. Was? Eine Bank, okay. Ich bin kein Waffenschmied. Das ist leider wahr. Einfach alles irgendwie einstecken wie ein gemeiner Dieb. Ja, Menschenskind. So. Wir sind hier oben noch ein Hocker. Ein Hühnchen, das fällt mir noch nie ein. Löffel, Gabel. Ach, Menschenskind, ey. Man kann alles verkaufen, wenn es zumindest was wert wäre. Was ist gerade? Huhn habe so Gold. Wasser. Bett. Fechtschwert. Oh, war nicht schlecht. Eine Schatulle. Ich meine, eine Schatulle. Eine Schatulle. Benutzbares Plunder. Machen wir alles, wa? Also jetzt aber 2 Fechtschwert. Ja, ganz toll. Das ist natürlich nicht das, was man eigentlich wollte. Wo haben wir die Schatulle hier? Sich einiges wie ab 40. Jo, doch geht. So, aber erstmal wieder ein bisschen pennen. In der Hoffnung, dass wir ein Event auslösen, also nicht zu Hause. Normalerweise kann ich ja dann, wenn so ein Event ausgelöst wird, sprich eine Reise ins Schattenreich, kann ich dann normalerweise nicht wählen, bis wann ich eigentlich pennen will. Also meine Funktion ist ja cool und so, nur sehe ich irgendwie Sinn nicht ganz. Wo ist hier Sinn, dass ich das überall anwenden kann? Ich meine, seht ihr in etwas, was... Oh, ich sehe es da links unten. Hä? Meine Energie gehen zu nahe, gar nicht schlecht. Das kostet mich also Energie. Ja gut, wie in Sinn war. Da frage ich hier rein. Hallo. Jo, eine Art Hinterausgang. Oh, was haben wir... Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ist das Stanley-Stroh? Heißt doch, ich müsste doch irgendwo der Schlüssel sein. War bereits bei ihm drin, oder war kein Schlüssel? Moment mal, wir hatten doch noch eine Quest offen. Also ursprünglich mal, aber egal. Die sehen alle gleich aus. Gut, markieren, die wollte ich auch noch machen, das war später. Das war das andere, werden gelernt sein. Aufs Auge besitzt, das kommt auch erst später. Wo warten das? Ja genau, das war der hier, war. Der nachher putzen soll. Der Schattenlord, oh, das halt noch später, könnte man. Was zu holen gibt, oder Karte markieren. Schaffe anhören, Crew, ja schön, kommt alles noch. Ja, machen wir den mal, wa? Seekarte, ja genau, sind ja die 3. Markierungen, wo bin ich überhaupt gerade? Hä? Achso, hier hinten bin ich. Okidoki. Stanleys Truhe, aber das ist doch... Ich meine, das ist ja Stanley. Oh, sogar. Entschuldigung! Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Wir sind Stanley schon wieder. Da ist der Magierlehrer. Gut, Leute, bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt endlich mal rein. Ja, ist ja klar. Downs.
Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Das war klar. Hast du nichts anderes zu tun? Hast du etwa Angst? Von wegen, ich werde dir den Arm brechen. Aber wir drücken nur einmal. Und zwar um Gold. Und der Gewinner bekommt alles. Und ich sag dir gleich, ich bin immer nur bis mittags in der Taverne anzutreffen. Wenn du später gegen mich drücken willst, vergiss es. Dienst ist Dienst. Alles klar. Dann haben wir hier noch den Wächter. Wer hier Ärger macht, fliegt. Okay. Du. Wir suchen hier als die Magier und finden hoffentlich etwas heraus über unsere Seele. Der Ilver, oder wie er heißt? Drahtiger Körperbau, markante Gesichtszüge. Interessant. Tut mir leid, kein Interesse. Wie? Nein, so war das nicht gemeint. Ich darf mich vorstellen. Ilvar. Paranormalist und Feinmechaniker. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich immer einen genauen Blick auf meine Umgebung werfe. Was macht ein Paranormalist? Ah, ein wissbegieriger Eleve. Sehr schön. Nun, als Paranormalist sind meine Forschungsgebiete andere, für das menschliche Auge nicht sichtbare Welten. Durch die Kombination meiner Forschungsergebnisse mit meinen handwerklichen Fähigkeiten ist es mir gelungen, verschiedene Okulare herzustellen. Ein Blick durch eines meiner Okulare und deine Sichtweise maximiert sich um 500%. Moment mal, Okular, da fällt mir was ein, und zwar so ist 1 noch. Da haben wir doch das Okular vom, wie ist das jetzt schon wieder? Mendoza, oder? Da haben wir doch irgendwie zum Schluss erhalten, da haben wir irgendwie herausgefunden, dass das Teil verflucht war, und in Wissen 2, also sprich der Held hat, so ist 1, so ist 2, aber plötzlich auf dem einem Auge dann blind. Trotzdem irgendwie rausgebrannt und so. Irgendwas war da plötzlich los, irgendwie, naja, das Auge, also das Okular steckte, war dann nachher unbrauchbar. Was genau können deine Okulare sichtbar machen? Laienhaft gesprochen, gewähren sie, je nach eingesetztem Prisma, einen differenzierten Einblick in den Astralraum. Der Kniff an der Sache ist, den bestimmten Wellenbereich einzufangen, der das gewünschte Ergebnis liefern soll. Laienhaft gesprochen. Ah ja. Pardon. Durch den häufigen Disput mit meinen Brüdern hier fällt mir eine umgänglichere Redeweise manchmal schwer. Schon gut. Oh, kein Problem, ich verstehe dich ganz gut. Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Okulare nicht, aber dafür die nötigen Prismen. Jedoch nur, wenn du dich unserem Bund angeschlossen hast. Sprich dazu mit General Magnus. Das war zu erwarten. Disput? Ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Wenn du wüsstest. Nimm zum Beispiel diesen alten Tattergreis Nergal. Hockt den ganzen Tag in seinem Keller und kümmert sich nur um seine Pflanzen. Dabei sind die Kristalle der Grund, warum wir überhaupt hier auf Taranis sind. Nergal, da ist doch irgendwie der Oberbösewicht aus Fire Emblem 7. Also bei uns einfach nur Fire Emblem, aber halt Original Blazing Sword, glaube ich. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen wir noch Gold, Geist 10. Astral sind 10 pro Stufe. Wäre cool, aber man fällt natürlich das Geld dafür. Ich habe nicht genug Gold. Ja, sage ich ja. Gut, Dankeschön, Ilvar. However, Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. oh. Okay, so klappt's also nicht. Dann Jadestein, Pokal und Gold. Tschüss. Muss ich wohl später kommen, wa? Hier waren wir schon mal, ich erinnere mich, damals allerdings unter anderen Voraussetzungen. Da oben, wir sind eigentlich hier oben schon wieder. Nix. Zumindest noch nicht für uns. Ja, müssen also erst. Doch ein bisschen doof, war. Direkt den Marken anschließen, wenn es hier weitergeht.
Einerseits wäre es ja cool, wenn wir auch ein Schiff bekommen. Vermute ich jetzt einfach mal, oder? Vielleicht müssen wir irgendwie noch welche Sidequests erfüllen dafür. Andererseits wäre es noch ein bisschen früh, weil... Also genau, da geht es da runter. Weil wir kennen die anderen Gilden noch nicht, also sprich die anderen 2 Gilden, ja, die man sich halt anschließen kann, was es da noch so Spezielles geben würde. Hier guckt keiner, cool. So, haben wir hier noch Taranis Band 3. Dankeschön. Schwerer Goldsack. Geil. Da ist das Bett, da ist der Hocker. Tutaki? Was machst denn du hier? Busy. Na du? Oh, du nix, Zaubermann. Bisi sofort erkannt. Respekt. Gut kombiniert, Kleiner. Jip. Bisitaki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert. Aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Behandeln dich die Magier gut? Wenn Bisi Speda bei Halpo, Zaubermänner Smiller. Verstehe. Wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jip, jip. Darum viel arbeiten, wenig Blabla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Na, aber irgendwie ist es anders in der Erinnerung. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homie sicher? Ganz sicher. Erfolg, Sprach und... das ist auch nicht schlecht, ey. Nee. Was? Nee. Nee. Ach komm schon. Nee. Ja, du bist so ein cooler Typi. Nee. Ach komm schon, Busy. Nee. Ja, von mir aus. Busy, ja. Wo ist denn... Hallo, Erasmus. Was? Erasmus? Erasmus. Ist das ein gelöschter Orgasmus oder was? Was? Oh, ein neues Gesicht, nicht wahr? Kannst du mir gleich zur Hand gehen, Soldat? Oder warte einen Moment. Was wollte ich sagen? Ja, Erasmus war ausgelöscht. Eras. Von Ero. Nein, Moment, von Era. Von irgendwoher kommt Eras mir nie bekannt vor. Eras. Irgendwie vom Lateinischen oder so etwas? Keine Ahnung, weiß gar nicht mehr. Was? Ich bin Kandidat, ich helfe gern. Ich grüße dich, werter Magier. Ich grüße dich, werter Magier. Ja, sehr schön. Was wollte ich gerade? Ach ja. Womit kann ich dir helfen, junger Mann? Sag mal, bist du entweder Gala, Balla natürlich, oder irgendwie sonst was mit dir los, für Pilze? Intus? Man weiß ja hier nie. Du scheinst etwas verwirrt. Ja, das ist wahr. Ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch meines kleinen Experimentes. Aber mir fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Da schweife ich immer gerne ab. Was wolltest du gleich? Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay. Und wo ist er? Er befindet sich bei seinem Forschungsobjekt hinter dem Reaktor auf der anderen Seite der großen Schlucht im Nordosten. Wie bekommt man eine Audienz bei Zacharias? Er ist in seine Forschung vertieft. Sein größtes Interesse gilt dabei dem Reaktor. Er braucht seine magische Energie für sein Forschungsprojekt. Solange der Reaktor nicht wieder läuft, fürchte ich, wird er niemanden empfangen. Verstehe. Och nö, sondern bloß müssen den Reaktor wieder in Betrieb nehmen. Wo ist dein Experiment? Das Experiment ist nirgendwo. Nur in meinem Kopf. Es ist nämlich... Na, was? Keine Ahnung. Ein Gedankenexperiment. Aha. Ja, ich versuche nämlich gerade, die Menge an Energie zu bestimmen, die unser Monolithennetzwerk für den Reaktor benötigt. Gedankenexperiment. Oh Gott, hey. Reaktor? Was soll das sein? Oh, du willst den Reaktor sehen? Das ist ja großartig. Es ist nämlich mein Spezialgebiet, musst du wissen. Ach was. Folge mir. Ich zeige dir unsere Errungenschaft. Dieses Gebäude bildet mit dem auf der anderen Seite der Schlucht einen kreisförmigen Fokus. Wir nennen es Reaktor.
oder auch magischer Ring. Unterhalb der Brücke zwischen den beiden Gebäuden konzentrieren sich die magischen Energieströmungen. Wenn der Reaktor einmal läuft, stört es das Gleichgewicht der Elemente. Das mögen die Titanen überhaupt nicht und werden einen großen Bogen um Taranis machen, um dem Energiestrom zu entrinnen. Faszinierend, nicht wahr? Klingt ja eigentlich nicht schlecht. Also, hierbei ein bisschen stört ist, dass er bereits ein Schattenlord, also sprich ein Titanlord oder Titan, wie auch immer, bereits auf der Insel ist. Also, irgendwie. Ja, wie gesagt, gibt es da irgendwo vielleicht noch einen Fehler in? Na gut, er hat gesagt, er ist nicht im Betrieb und so, von dem her. Kann das natürlich der Grund dafür sein. Monolithennetzwerk. Klingt kompliziert. Die Blitzmonolithen, die auf Taranis errichtet wurden, sammeln die magische Energie der Insel. Sie stehen in einer für den Energiefluss äußerst günstigen Konstellation. Alles, was wir noch tun müssen, ist, sie in die Kristalle unseres Reaktors umzuleiten. Ganz einfach. Verstehe. Beeindruckendes Bauwerk. In der Tat. Allerdings ist es uns bisher nur einmal kurz gelungen, den Reaktor zu starten. Wir merkten schnell, dass wir den Energiefluss nicht lange aufrechterhalten konnten. Wir brauchen einfach mehr magische Kraft, um den Reaktor dauerhaft betreiben zu können. Wir müssen das Monolithennetzwerk mit entsprechend großen Monolithensteinen verstärken. Worauf wartet ihr dann noch? Die Monolithensteine sind noch nicht an ihrem Bestimmungsort. Ich warte schon seit einigen Tagen auf die Nachricht, dass die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Du meinst, die Steine müssen in die Blitzmonolithen eingesetzt werden? Oh, du hast aufgepasst. Ja, das ist richtig. Ja, ab und zu höre ich zu. Wegen der Monolithen nochmal. Oje, oje, wie viele Monolithensteine benötigt? Wann hast du mit mir ja. Wie viele Monolithensteine werden benötigt? 3 Steine für 3 Blitzmonolithen. 2 von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen hat unser alter Bekannter Di Fuego von uns erhalten. Das war zu erwarten. Neue Quest, Di Fuegos Monolithenstein. Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Wen hast du geschickt, um Di Fuegos Stein zu holen? Ein Kadett namens Oras ist in unserem Namen nach Tacarigua aufgebrochen. Das ist schon einige Tage her. Ich hoffe, dass er bald wieder zurück ist. Das hoffe ich mal auf. Ich denke, auch. ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Tatsächlich? Und wie? Gute Frage. Kann nicht so schwer sein, Steine in ein paar Monolithen zu stecken. Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben, Was wäre dann? die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn du dorthin gehst. Danke für den Hinweis. Oh oh. Neue Quest, der Reaktor. Ach du Scheibenkleister, das kann noch was werden. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann, Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Moment mal, Kasim, Name kommt noch bekannt vor. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Ja, ja, ist ja gut. Lügen haben kurze Beine. Er wusste, dass wir irgendwann einem Typ schon mal begegnet sind. Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie Di Fuego zu schaffen? Wir waren einst... Nun, wie soll ich sagen? Ich nenne es mal Geschäftspartner. Das ist schon lange her, musst du wissen. Was ist passiert? Nun, er unterstützte unsere Forschungen. Im Gegenzug lieferten wir ihm alle für uns wertlosen Kristalle und Bodenschätze, die wir aus den Minen um Caldera holten. Das lief auch eine ganze Zeit sehr gut.
Bis zum Tag der Verbannung aller Magier aus Caldera. Wir hatten gerade noch genug Zeit, unsere Haut zu retten. Am Ende hatten wir 2 Monolithensteine aus dem Chaos retten können. Der dritte blieb zurück. Ich denke, die Inquisitionssoldaten haben ihm die Fuego gegeben. Ja, wer weiß, wer weiß. Ach, Leute. Ist ja ganz interessant, was jetzt es zu erzählen gibt, aber man sieht schon, das Spiel wird wohl eine Weile dauern, bis wir alles gemacht haben. Jetzt sind wir erst immer noch bei der ersten Insel, wir müssen eigentlich immer noch zwischen allen Inseln hin und her pendeln, oder? Für den Inseln irgendwie Quests, jetzt mit dem, ja, schon wieder Monolithenstein, dankeschön. Auf andere Inseln gehen und so weiter und so fort. Bis wir das wohl alles gemacht haben, das kann wohl noch ein bisschen dauern, bis wir da auf allen Inseln waren und uns am Schluss natürlich für eine Gilde entschieden haben. Ach du Scheiben, gleich in der Diebe, da muss überall noch hin. Oje. Tja, nun gut. Wenn wir eben noch hier auf Terranis waren, nächstes Part mal sagen, was? Terranis, hallo, wie ist plötzlich der Reaktor? Eine Quest oder was? Ja, der Gregor. Dann haben wir dort schnell auf einer anderen Insel. Also eigentlich gar kein Problem. Admiral Alvarez muss auch noch machen und die Hälfte Wert auch noch. Oh, wir haben noch viele Quests offen. Ganz viele. Die Frage ist, machen wir nächsten Part, denke ich mal, ganz kurz hier fertig. Ja, wir haben Gebäude fertig machen. Oh, falsche Richtung. Denn wir haben hier oben im ersten Stockwerk noch nicht mit allen gesprochen. Wir denken, das eine ganz gute Idee sein. Und dann, denke ich mal, im nächsten Part, also ja, nach dem gleichen Part noch, ein paar Quests hier auf der Insel machen, soweit es überhaupt noch geht. Und dann aber endlich mal ein paar wichtige Dinge machen. Zum Beispiel da mit Gildenschein zum Beispiel. Oder mal BC, dankeschön. Ja, von mir aus geht's noch höher. Dann noch höher. Okay, Leute, man sieht schon, wir haben noch ein paar Dinge zu tun hier auf Terranis. Oh Mann, oh Mann. Tja, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords, das wieder mal das nächste Mal hier bei... Ja, genau. Hier bei Risen 3 Titan Lords. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.